Das passt alles zusammen. Jetzt müssen wir nur noch Diebstahl nachweisen. Und dazu brauchen wir am besten die Beute. Immerhin haben wir den Stofffetzen und den Theaterzettel. Wir müssen... Was ist? Charlie hebt nur den Finger an die Lippen. Wieder hat sie das Geräusch auf dem Gang vor der Zimmertür gehört. Sie schleicht an die Tür und schaut durch das Schlüsselloch. Ein Schatten huscht weg. Charlie reißt die Türen auf, schaut nach rechts, nichts. Nach links, ein Turnschuh verschwindet, dann spurtet sie los. Am Gangende sieht sie aber niemand mehr. Sie steht vor der Elli ihrer Türen am Ecke, wo ein Stege in den Bubentrakt führt. Alles ist ruhig. Vielleicht hat ja die Elli etwas gehört. Ja? Hallo, hast du zufälligerweise jemanden gehört vorbeispringen? Vorbeispringen? Ja. Jemand ist rauf zum Bubentrakt. Aber wieso fragst du? Was ist los? Brauchst du Hilfe? Nein, danke, Eli. Ich komme schon klar. Okay, wenn du meinst. Charlie schließt die Zimmertüren und rennt stegens darauf. Aussichtslos. Wer auch immer das war, die Person hat sich erfolgreich aus dem Staub gemacht. Charlie, Johanna, hey, kommt, aufwachen! Der Herr Rebnik hat mir die Erlaubnis gegeben, mit euch eine Begrüssungsbootsfahrt zu machen. Am frühen Morgen ist der See einfach am schönsten. Also kommt, los! Und das haben sich die 3 Fallschwestern nicht zweimal sagen. Der See und die Umgebung ist still in der Morgendämmerung, zusammen mit einzelnen schmalen Nebelschlirgen gelegen. Die Bäume am Ufer haben sich dunkel über das Wasser ausgestreckt. Es hat nach Pilz und feuchtem Waldboden geschmeckt. Der See war nicht nur wunderschön, sondern hat auch etwas Geheimnisvolles gehabt. Still haben sich die 4 Mädchen immer weiter vom Kloster entfernt. Und Charlie hat gehofft, dass die Elli auch wieder den Weg zurückfindet. Ihre Karte vom See liegt nämlich immer noch unter der Matratze. Aber die Elli hat sich sehr gut ausgekannt. Hat eine kleine Buchte, Einfahrten in verschiedene Kanäle und eine Halbinsel gezeigt. Charlie hat ja zu gern von der Ferien auf der Halbinsel beim Bert erzählt. Aber im letzten Moment hat sie sich auf die Lippen gebissen. Schliesslich hat Tante Clara gesagt, dass sie diese Angabe auf keinen Fall verraten darf. Wo die Sonne hinter den Bäumen vorkommt, kehren sie langsam um. Du Eli, sag mal, wieso ist eigentlich der Joe nicht mehr bei der Mofa AG dabei? Der Bluffsack hat er anscheinend ein bisschen Schreck eingejagt. Der Joe hat sich nichts sagen lassen. Das ist in so einer AG wie in der Mofa AG natürlich gefährlich.